und willkommen wie? Party, Platt und Plüschmaus. Mit wie viel Gefühl, Hilka. Das war auch schön. Also ich mache auch das, wenn das ballert, aber so ist schick. Ja, wir haben ja heute im Bett so ein ja fast gefährliches Thema. Ja, absolut. Ziemlich hochintellektuelle Thema, finde ich. Das war jetzt zum Beten posch. Also finde ich gaut. Wir habt ja hier müssen Beten Bildungsobdrach, was wir in der verleden Folge vielleicht nicht so viel haben, aber ich würde sagen, die Folge nu war richtig voll mit spannenden Infos. Ich glaube Aber auch. ja, aber Ja, was schnackt wie denn? ja, musst du sagen, du hast das ja groß ankündigt in der Ja, ich verleden hab das, Folge. ich wollte gerade sagen, ich hab das eigentlich gut ankündigt. Und ich möchte noch mal kurz zur Taufe erzählen, da ich auch erst sieht, ich glaube, die Folge war im März, wo wir noch mal ob das verleden Jahr, ob 2024 käken habt. Da habe ich ja erst gut gefunden, dass Hilka Kunst studiert hat. Kunst. Ah, Also, oder Kunsthistorie, oder? Kunstwissenschaft. Kunstwissenschaft, da musst du auch gleich noch mal ein bisschen drauf erzählen, was einen denn da eigens mockt. Weil ich muss sagen, ich persönlich, ich bin ein absoluter Kunstbanause, denn ich habe Kunst in der Schaul. Ich will mal sagen, so basic, so als jed ein. Und als man das dann abwählen können, habe ich das auch abwählt. Also ich habe so ein paar Bildanalysen mockt, ich habe ein bisschen Komplementärfarben lehrt und ein bisschen Expressionismus, Impressionismus, aber sonst kann ich da echt nicht viel mehr. Und von daher bin ich super gespannt, was du über einen sieht, über Kunst vertellen da ist oder über Kunstwissenschaft und dann noch die Verbindung zu Plattdeutsch morgen da ist. Wahnsinnig spannend und ich will mal sagen, das ist eine absolute Novum, um das jetzt irgendwo im Podcast zu vertellen. Du frage ich mich, wann ich drüber. Also was ich schon vertellen, sieht 38 Folgen mit der Expertin hier sitzen und wir haben da noch nie nicht überschnackt. Und hüt war das nur endlich. Yes, ja. Ja, der hat auch nicht. Ich glaube, das hängt so ein Betten damit zusammen, dass ich mehr eben, gerade wenn ich so eben über Plattdeutsch schnack, eben mehr über Sprachwissenschaft, vielleicht auch mal Literaturwissenschaft schnack, was ich ja auch studiert habe, aber das Thema Kunst, ich weiß nicht, wo fragen wir über die Kläranlage schnackt. Also ich würde sagen, mehr als über Kunst. Ja, vielleicht die Kunst auf dem Logentorgan, da können wir auch vielleicht mal wieder Ja. eine Nähe für euch machen. Oh, gern, da gibt es ein paar spannende Updates. Aber das schallt heute über Kunst gehen, nicht auf Fälle über das Klärenloch. Ja, wir schnacken mal über Kunst. Vielleicht mit erstmal überlegen, ähm, was Kunst, das Wort eigens bedeutet. Vielleicht fangen wir Ja. damit erstmal an. Denn ja, ein sagt ja, Kunst kommt von Können und das ist wahr. Das ist nicht Und bloß so, sagt, das ist wahr. Das ach, Das Wort Kunst kommt von, ja, der Wurzel kunnern und ist das erste Mal in das 8. Jahrhundert belegt. Und das bedeutet so viel als ja, fähig sein oder in der Lage sein zu etwas, also zu etwas imstande sein. Also ja, also ach, eben eigens alt ja alt können, ne? ja. Und ähm, davon ableitet ist dann das Wort Kunst, ähm, was sich dann ja erstmal so als Konst oder Chonst verbalisiert hat, dann so in das 9. Jahrhundert, also 100 Jahre Leute. Und das hat tatsächlich so viel, ähm, ja, Wissen und Kenntnis, also das ein echt so umfahrten Weiten von was hat. Ne, also das gibt dann so Rede, wenn so in der Mittelhochdeutsche Namin Kunst, also das hat dann so viel as ich gewählt, Kompetenz. Und dann kannst du das eben auch mit, ja, Wörn as Swattekunst, Kochkunst, Heilkunst und so was zusammenbringen. Und vielleicht kennst du dann ja auch ne, dieses Sprichwort, das ist keine Kunst. Für das, für etwas, Ja. was liegt ist, was jeder kann. Ja. Ja, da ruht hat sich dann eben Leute dann auch so ein Kompositum als Malkunst. Also, was ein Kompositum ist, das habe ich ohne Ende in der Folge.
Utat Tack in Hannover verklaut. Kennst du das Ja, noch? ja. Also wenn ich das Aber nochmal. bitte vertell noch mal. Ein Kompositum ist ein Wort, was und mehrere Wörter zusammensetzt ist. Und in dem Beispiel wäre das dann eben Malen und Kunst. Und wie habt das in der wunderbare Folge unter das Theater an Küchengarten in der Tag dann auch an das Beispielwort Plüschmaus verklaut. Aber da hört sie dann auch best nochmal in die Folge rein. Da schnackt wir dann auch über das wunderbare Wort Onomatopoetikum. Das hält sich so in Brand. Wahnsinn. So alle Leute, die nur Tau hört, die in Takt werden, ihr habt nur allweder einen Drom davon. Ja, genau, die kriegt PTBS. Onomatopoetikum, Onomatopoetikum. Ja, und so die schönen Künste oder auch schöne Wissenschaften und Künste ist dann erst so in das 18. Jahrhundert abkommen und da sind dann auch, na, das wäre dann eine, mehr in das 17. Jahrhundert ist dann so was künstlich herstellen. Ja, das was ja mit das Kunst und künstlich eben etwas ist von wegen etwas, was gekonnt mag, ein Muttert können, das passiert nicht von selbst. Und dass das dann wirklich so in dem Sinne verstanden war, als wir das Hüt kennt mit Kunst, das ist dann tatsächlich erst so, naja, ich sag mal, auch in das 13. Jahrhundert von Mittelhochdeutsch kennt ihn das von künstig oder kunstig. Da ist ihn dann mit Kunst begabt. Gibt dann auch das Ei, Gegenteil unkunstig. tatsächlich? Ja. Da hätte jemand gesagt so, du bist unkunstig. Ja, unkunstig ist aber das 8. Jahrhundert. Ah, Ja, okay, okay. Mhm. aber unkunstig, ja, du kannst was nicht. Aber ist das nicht ein dolles Wort? Du bist unkunstig. Ja, ich leif das ja, wenn so Ole Würde, wenn du hochkommt. Unkunstig. Mal kicken, ob ich das in meinen Alltag werde mit inbaut kriegen, da. Ja, also Unkunstig. richtig schön. Vor allen Dingen, ne, wenn er dann sagt, oh, du kannst das nicht, du sagst, oh, du bist unkunstig. Ja, ja. Dann ist es ein Kotte Moment, wo jeder einen überlegt so, Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Brauche ich nur noch oder nick ich einfach nur? Ja, aber du kannst dann eben auch sagen, wenn du einen sagst, oh Lisa, kannst du mal bitte hier Tomaten trecken, dann kannst du auch sagen, nee, da bin ich unkunstig. Ja, unkunstig. Geil. Ja, wie gut. Hm? Nehmen mit. Darum, also Kunst hat was mit Können zu tun und ob nur ein, der was kann, ob ein Künstler ist, das ist vielleicht eine Interpretationssache. Ja. Ja, wie die Interpretation. Ja, denn ich glaube, du hast das ja vertellt, was hast du im Kunstunterricht in der Schule mag, so ein Betten hier, so ein Betten da. Ja. Aber was mag Kunst ut? Das ist ja immer die große Frage und das auch in jedem Jahr, in jedem Jahrhundert oder in jedem Kultur anders. Ja. Und wie bist du nu dort gekommen, zu sagen, okay, ich möchte Kunstwissenschaften studieren? Das fasziniert mich, da möchte ich Daperin. Also, bist du Sülm Künstlersche? Also, hast du was morgt und Künst wat, oder? Also, ich würde mich nun nicht als große künstlerische benömen. Also nur in diesem klassischen Sinn. Ich meine, so Künstler ist ja so ein Wiedenbegriff. Dass du, also so ein, ja, ein wiedet Feld, ne, dass du sagen kannst, so Lü benimmt uns zwei ja auch als Künstlerische. So. Aber ich glaube, du meinst eben so diesen klassischen Sinn mit so Pinsel. Ja, was man denn so Bob Ross-Style, wo du Ja, denkst, ah ja. aber da sagt ja Lüd, er ist der Künstler oder ist der bloß Kunsthandwerker? Ah, okay, okay. Ja, das ist so ein Deal, so in der Kunstwissenschaft, was ist eigentlich Kunsthandwerk was ist ein Künstler? Und das gibt Leute, die können großartig malen oder auch großartig, weiß ich nicht, was schnitzen
oder so. Mhm. Aber so im kunstwissenschaftlichen Sinn nicht unbedingt sagen, das ist ein Künstler. Okay. Viel, da können wir aber later nochmal überschnacken. Ähm, ja, die Frage wäre ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe viel malt und tägend als Kind und Jugendliche ähm, und mein Weg nach der Kunstwissenschaft wäre aber eigentlich, dass ich immer viel fotografiert habe. Ich habe mit 14, dort ein 14, meine erste Spiegelreflexkamera kriegen und habe dann angefangen zu fotografieren und auch selbst Bilder aufzutrecken, also in Mhm. Fotolabor. Und ja, da käme das dann so ein Betten der Tau, dass ich gesagt habe, oh, ich würde gern mehr darüber lehren und mitkriegen. Mhm. Ne? Und dann wäre eben die Möglichkeit, in Kombination mit Oldgermanistik und Linguistik eben auch Kunstwissenschaften zu studieren an der Uni. Ja, und das wäre ein großes Glück für mich. Denn so, nur kann ich eben auch noch nicht bloß über Sprache und Boyka und das Mitteloller klug schieben, sondern eben auch noch über Kunst. Und da habe ich aber Ja. einen Schwerpunkt im Betten auf Fotografie, aber in das Studium musst du dich natürlich allgemein mit alles so ein Betten gut kennen. Okay, Also, wie kann ich mir denn so ein Kunstwissenschaftsstudium vorstellen? ähm, du hast so als, ja, in jedem Studium erstmal fangst du damit an, dass du so eine Infern hast. So normal ja, in der Kunstwissenschaft. Eine Infern in der Kunstwissenschaft und was da alles so tau hört. Also Epochen und was sind Techniken und eben auch so diese Idee, was bedeutet eigens Kunst? Was meint Mhm. das? Und das ist ja auch so die Interpretation, was ist eben Kunst? Und ich habe das gerade kurz anschnackt, wenn du zum Beispiel ob in Markt, Geist so und da kannst du dann was für ein Garn köpen oder so, dann ist das meistenteils eigens Kunsthandwerk. Und Mhm. in Wörf liegt noch sagen, das ist naive Kunst. So kann ihn das vielleicht auch noch in Delen sagen. Also, das sind so Stilrichtungen. Was nur aber der große Unterschied zu ein ja, Künstler ist, der in der Rezeption auch wirklich als Künstler benömt ward, ist, dass Künstler in modernen Sinn, aber auch in historischen Sinn, ja, gesellschaftliche, politische Strömungen oder vielleicht auch Eigenbeleben in die Kunst reproduziert und zum Udruck bringt. Okay. Und Kunsthandwerk, das hat Faken einen großen Anspruch. Also Mhm. das ist auch von Handwerk großartig morgt. Also da war mal, so kann ich nicht malen. In Ernst. Ja. Ja. Bloß mh, ist das so, dass das nicht unbedingt hate, dass dort eben auch ein richtiges Sujet achtersteigt. Was ist ein Sujet? Ein Sujet ist, wenn ich das nun mal so betten oberflächlich beschrieb, so ein Sinn dahinter oder ein Gedanke. Etwas, was du zum Ah, Ausdruck bringen okay. machst. Also ich würde sagen, ich töpfer nur was, aber da ist kein deeperer Gedanke achter. Das sieht vielleicht doll ut und man kann den Baker dann nutzen, ton trinken, aber da Ja, ist kein deeperer Gedanke achter. Okay. Hm? richtig, richtig. Und dann ist es so,
das ist so die Inführen in die Kunstwissenschaft und dann fangst du an, die mit verschiedenen Künstlern untereinander zu setzen. Da gibt es verschiedene Strömungen, ne? Von feministische Kunst oder Söstiger, Sömtiger oder auch Expressionismus, Impressionismus, Kubismus, aber auch, wenn du so mehr am Betten in das Ölleregal machst, Renaissance, Barockkunst, natürlich auch mittelalterliche Kunst, aber da habe ich mich nicht so Mhm. intensiv mit auseinandergesetzt. Ja. Und, ne, und man muss dazu sagen, das ist ein wissenschaftliches Studium. Das ist nicht so, als wenn du an eine Ja. Kunsthochschule gehst und dann Malerei oder sowas studieren machst und du dann so eine Mappe abgeben musst. Mhm. Das, Ja. das nicht. Ne, du bist Wissenschaftler. Spannend, ja. Ich habe ein falsches Bild auf jeden Fall von Kunstwissenschaftsstudium. Jetzt dachte ich, bin da an der Staffelei und mal Ja, grotformatige so Bilder. habe ich mir das vorgestellt. Und diese so früher in der Renaissance, wo du diese riesigen Schlachtfelder hast und Tote Peer und Menschen überall und so. Ja. Okay. Und hast du denn, okay, also so eine Bachelorarbeit schreiben oder irgendwo? Oder kriegst du denn ein Bild und musst das wissenschaftlich gut werten? Oder wie geht ein daran dann? Ja, das, was du in der Show gemacht hast, das ist dann eine Bildanalyse, das ist so, ja, was du so machst, so das Handwerkstüch, Mhm. was ein da vielleicht mal lehrt und dann verfeinerst du dann eben ins Studium. Denn dat, du musst dich dann eben, wenn du ja in so eine Bildanalyse reingehst, musst du dann ja eben überlegen, okay, was kennst du über den Künstler? Was kennst du Mhm. über die Strömung, in der er malt hat? Welche Phase ist das, in der das entstanden ist, das Bild? Für was hat der sich interessiert? Also das ist viel Recherche. Und du musst dann aber eben auch so ein bisschen aufpassen, dass du nicht ja, in so Fallen auch tappst. Das passiert Ja. eben fix, dass er sagt, ach ja, hier, ähm, der hat nur D und D früh malt, der weiß sicher und der verläuft. Ja. Vielleicht, aber das muss gar nicht wehen. Vielleicht wäre das bloß eine Studie, Ja. die Okay. malt hat. Und das ist ja auch so, ein Bild ist ja keine Foto, also von Dach muss man ja sogar wie ein Foto sagen, ein Foto ist nicht unbedingt ein Foto, du kannst ja alles nur machen. Ja. Ne? Aber ein Bild ist eben keine Fotografie. So hast du, wenn du einen Autor hast, dass du, auch wenn der in der Ich-Perspektive schrieb, darfst du niemals sagen, okay, dem meint das nur so, als das da steht, das ist fiktiv. Mhm. Und so ist das Ja. wie Billa auch. Das sind Spiegel, ne, von ein Tiet, von einer Persönlichkeit, aber du musst da viel recherchieren, musst da reingehen, musst dich auch gut mit der Biografie, mit der Familienleben von der Künstler gut kennen. Wahnsinn. Ja, Okay. und dann hätte er noch gar nicht über die Technik schnackt. Ja. Weil, denn eben auch mit der Maltechnik oder was auch immer, da war dann auch wiederum viel mit U drückt. Okay, also für mich klingt das alles nach einem besten Böhmisch, aber nu magst du ja die verbinden und Kunst und Plattdeutsch. Wie, wo magst du und was von Düvel magst du da? Bitte erzähl das mal. Ähm, Ich habe einen guten Kontakt mit einem Museum für moderne Kunst in Wolfsburg. Das ist die Städtische Galerie im Schloss Wolfsburg. Da habe ich ja auch ab und an mal im Betten was zur Post. Und die hat mich gefragt, ob ich mir nicht mal vorstellen kann, was mit Plattdeutsch und Kunst zu machen. Und das hat damit Mhm. angefangen, dass ich für ein Jahr, also in Oktober 2024, inladen weil für ein Format, das heißt Kunstgespräch in der Mittagspause. Also Kunstgespräch in der Mittagspause. Und da war dann ein Experte, ob ein Rebet inladen mit der Leiter von der Städtische Galerie über das eigene Rebet im Zusammenhang mit Kunsttausch schnacken. Spannend. Und ich habe gesagt, ja, ich mache gern eben, ja, gern über Plattdeutsch und Kunst schnacken, aber ich würde gern besonders über Kunst und Fruenslüt schnacken.
in der Mhm. Plattdütsche. Denn das gibt ein paar plattdütsche Künstler, und, aber eben Künstler. Und diese plattdütschen Künstler, die haben viel sich eben auf diese Landleben konzentriert. Mhm. So ein Beispiel ist da Karl Schaper, der hat viel mit Plattdeutsch auf Markt in seinen Arbeiten. Ähm, ein Beispiel, was gar nicht so bekannt ist von ihm, was ihn gar nicht so kennt, ist dass er die Commedia dell'arte von Dante ja, in große Grafiktafeln in der Plattdeutsche übertragen hat. Also das ist so ein Betten zusammenfasst, ne? Das, hey, die Divina Commedia, ja, ob 15 große Linoldrucke braucht hat. Und da vertellt er dann, ja, verkört natürlich, wie die Commedia ist ja ein Riesenbauk und das bringt er dann auf Plattdeutsch rüber. Und hätte dann eben auch das Personal da natürlich umdüht. Also der giftet dann natürlich Hitler als den Mhm. Bösewicht und so was, so eben Lür oder 20. Jahrhundert. Oder hey, het auch, hey, kommt ut Wolfenbüttel, das ist in der Nähe von Brunswick, da hätte zum Beispiel auch ja, eine historische Persönlichkeit mit unerbrocht, das ist die Hafen Agnes. Da kann ich auch mal kurz vorlesen. Das ist Hafen Agnes in Paradies. Das, was in Jahren 29 als der erlädt in Brunswick gesungen und ob das Kohlmarkt Rümmesprung. Und das ist dann in sin Version von der Komödie die tugendhafte Person. Und Ja. hey, hätte sie auch selbst noch kennenlernt, diese Straßendichtersche. Ja. Ja, und das ist mal ein Betten, was modernere, das ist, finde ich, auch richtig cool. Aber was eigens typischer für diesen Künstler ist, dass er so in der 50er, 60er Jahren hat er so ein Betten das Dörbleben darstellt mit Plattdeutsch. Das ist auch wichtig natürlich, gerade so rückblickend hätte er in seinen Grafiken, hätte viel mit Druck arbeitet, mit Linoldruck, hätte er so ein Bild, da geht es dann darum, dass ein Lütsche Kattner Slachtefest geht. Mhm. Das gibt das Hüt ja auch gar nicht mehr unbedingt so ein Slachtefest, wie so wegen Hygiene und so was, aber in der Mitte von der 20. Jahrhundert wäre das ja noch normal, wenn ein auf dem Hof ja die Swieneslacht hätte, dann sind da alle zusammenkommen und haben Wurst markt. Mhm. Ja. Und sowas hätte ihr dann fast tollen, aber das ist so, das, worüber wir auch schnackt, fällt, das ist, ja, das ist so ländlich und das ist so ein oles Bild, was ja auch mit Plattdeutsch zusammengebrocht ward. Und ich habe sagt, okay, das ist aber auch so eine männliche Sicht, wie dann eben auch viel, ja, gerade von Mannslüd vermittelt kriegt. Und das gibt aber eben gerade so in uns Generation eben auch das urbane Bild von Plattdeutsch. Und das wird Ja. aber eben auch viel von Frunslüd vermittelt. Und da habe ich einen Kontakt zu einem Künstler aus Hamburg aufgenommen, die Annika Weidner, die hat Pitch Black Illustration und die mag viel, die taken viel, die mag auch Obdrachsarbeiten, aber die hat so ein paar interessante Arbeiten dabei, wo sie Plattdeutsch mit so, ja, starke Fruenslüd zusammenbringt und interpretiert, so ein kriegersche Tombi-Spiel. Mega. Ne, da Ja. hast du dann so eine Rittersfruh, das ist historisch natürlich völlig falsch, das gibt keine Ritterinnen. Mhm. Ähm, aber das hätte sie dann so zusammenbrocht oder ein anderes Bild, das heißt, das Blut von min Finden. Da ist dann ein Froh und der droppt dann Blut von ein Finger in so einen Pokal rein, um das zu trinken. Ja. Und da sag ich, das finde ich bannig interessant, so die Interpretation.
von Weiblichkeit und des Sprach Plattdeutsch. Denn, Ja. denn Plattdeutsch ist eigens ob de Dörper der Sprach von der Fruenslüde West. Bloß de Mannslüde, die kun Hochdeutsch und hebt Gel schnackt, weil die sind ja gut kommen und müssen handeln mit der Koblüd und so wieder. Und der Fruenslüde, der hebt immer platt schnackt. Und ich sehe das eben auch so, dass diese Zusammenbringen von diesen Kriegerschen mit der Sprache, das ist auch eigens eine feministische Befreiung, was du so machst. Ja. Denn du kennst das auf Hochdeutsch auch, dass du vielleicht ab und an gehemmt bist, was auf Auto schnacken. Okay, ja. Und auf Plattdeutsch fällt die das vielleicht mit das ein oder andere Wort leichter, das zu sagen. Okay. Wie die Sprache das eben hergibt. Und das war dann auf Hochdeutsch vielleicht auch als obszön oder so wahrgenommen oder gerade Ach, gut. so meinst du das? Mhm. Ja. Und gerade so in ein Tiet, wo so ein Betten so diese Trend ist für gerade so bannig junge Frauen, blieb adig, blieb tahus, Kork für den Mann, was Schönes, wesartig, nicht talut, trägt dich was Ordentliches an, finde ich das wichtig. Im Oktowiesen, ja, aber du brauchst eine Stimme. Und ich finde, die Künstlerische bringt das eben damit gut rüber. Diese starken Frauen, den sie da wie die Schnack platt. Und damit können sie sich gut Ja. drücken und ton Udruck bringen, hey, hier bin ich und ich muss mich nicht lütschig machen. Oh, habe ich das Wow. Kunstgespräch einmal so Wow. zusammenfahrt, so im Betten. Ja. Großartig. Ich habe da noch nie nicht von gehört, aber ich finde das wahnsinnig berührend auch irgendwie mit den starken Frohenslü in Verbindung mit Plattdeutsch. Richtig stark. Ja, und da arbeite ich auch gerade ein bisschen mehr mit und helfen auch gerade ein erste Föhren, eben das ist ein Museum Markt, der große Utstellen. Und da habe ich mich natürlich noch viel intensiver da mit der Biller und der Künstler auseinandersetzt. Und du magst dann die hele Feuer ob Plattdeutsch? Oder sind die ganzen Künstler, die da sind, habt ihr was in Plattdeutsch zu down? Nee, also der Karl Schape, von dem ich als schnackt habe, der ist auch mit ein Wag in der Lopen Utstede bin, aber das ist kein von seinen plattdeutschen Arbeiten. Ah, Und okay. und von der anderen Künstler, der ihn da sehen kann, so wie as ich das weiß, hätte er nimm's großartig was mit Plattdeutsch zu tun. Aber das hält ja nicht, dass wir uns nicht gerade eben auch auf Plattdeutsch an die Arbeiten annähern können. Ja. Also das Und bedeutet, wenn du da ja, über schnacken da ist, schnackst du ob platt über die ja, Bille. ja, Ah, größtenteils, schön. klar, wenn da Lühe sind, die kein Platt könnt, dann mag ich das bilingual, das ist klar. Ja, Aber ja. eigens mag ich das so, dass, ja, eigens jeden das verstauen könnt. Und ich baue das auch so ein Betten ab, dass ich auch so ein paar Vokabeln mitnehmen kann. Also, dass das auch für Ah, Lied, stark. die noch nicht super platt könnt. So. Stark. Und nu aber das Wichtige, wann und wo? Könnt, wenn die Lüde nu Tau hört, sagt so, boah, ich finde das richtig cool. Wann und wo, beziehungsweise wie kommt ihr an diese Feuern ran mit die? Ja, ob best noch fix ein Föhren Boken, weil die Utstäde lött bloß noch Bettaun 30. November. Da Oh, führe ich auch noch mal so durch die Utstäde, aber ein kann de Föhren natürlich auch Boken. Ob best über die städtische Galerie Wolfsburg, da schrieb ich auch noch mal eine E-Mail-Adresse rein. Und ein Föhren kostet 55 Euro. Und auf tein Lühe, die bei den Föhren dabei sind, kostet der Eintritt, ich glaube, bloß 2,50 Euro oder so. Also das oh, sind, ja. Moment. Normalerweise kostet 55 € und auf Teinlü 2,50? Nee, also du musst immer noch den Eintritt extra teilen. Ach, Entschuldigung, okay, dann Ja, habe ich das falsch genau. verstanden. Also erstmal Ge Intritt und dann die Feuern betreuen. Ja, aber die Föhren, das ist 5 und 5, nee.
Doch 55 €, das ist schon mal dasselbe, egal ob das 2 Lüd oder 25 Lüd sind, das ist egal. Alles Das klar. sind, das sind immer 55 € für ein Föhren und dann kommt eben noch der Eintritt der Tau und auf 10 Lühe sind das dann bloß 2,50 € und sonst kostet Eintritt normal 3,50 €. Also das kann ihn Ach ja. bezahlen. Ja, danke an das Sponsoring von der Stadt Wolseburg. Ah, ja, kriegt der Junge nochmal kurz den Platz. Ja, ja, ja. Ist ja ein städtisches Museum. Ja, und darum, also 30. November kann ein de Föhren auf jeden Fall das letzte Mal mitmachen, aber ein kann vorher de Föhren auch nochmal normal boken und das geht auch kurzfristig. Super. Ja, Ja. super spannend. Das ist ja wirklich was komplett anderes und ich finde es so cool, dass der gerade Wolfsburg dafür auch so open ist, dass morgen und du planst noch an Tobain. Ja. Richtig stark. Ich habe dir auch nochmal ein Bild mitgebracht. Ja, Ja, das schicke ich dir nochmal kurz rüber. ja. Du preist die all. Ja. Ui. Das ist das große Bild in der Mitte. Live Tauhörers, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich sag mal, wo das Bild hält. Das Bild hält Ringo und ist von Uwe Lausen. Ja, Lisa, muss das Bild, denke ich mal, im Betten abtrecken. Das ist das große Bild da in der Mitte. ja. Charlie konnte mal im Betten beschrieben, was ich so sehen darf. Ja, ja, bitte. Also ich sehe einen Kerl in einem schwarzen Antuch ob eine lila oder rosa Couch sitzen. Sein Gesicht ist irgendwie so ein bisschen verwischt. Rechts achter ist, glaube ich, ein Finster, wo ich kann nicht ganz genau erkennen, was das ist. So ein Halfkring ist nur, weiß ich nicht genau, vielleicht wie so ein Telt. Und ob sie im Schoß und neben sind so Witte, Büdels, Säcke, können beten menschlich wählen, sind aber auch irgendwie nicht ganz menschlich gut. Das eine können sie ein Bein wählen. Ja. Und hey schmückt. Hey, schmückt. Das ist Ja, erstmal so das, was ich sehen darf. ja, super. Das hast du gut erkannt. Hey, schmückt. Das Bild. So, das war das Einzige, was okay war, Lisa. Nur ist eben die Frage, ne? Ich habe ja als echt das Bild Hey Ringo, also das ist Ringo Starr von den Beatles. Ach, okay. Ja, und das Bild ist in der Negentein Söstiger entstanden, also auch in der große Tiet von den Beatles. Und ich glaube, das ist in der Tiet entstanden, als in Deutschland die große Beatles Bravo Super Tour lebt. Ja. Und Uwe Lausen war ein wichtigen Künstler. Und der hat sich dann leider, ja, selbst sein Leben ein Ende set. Aber der hat sich eben viel, gerade mit dieser Tiet, in der Söstiger, diese Umbruch-Tiet auseinanderset. Und eben auch die Tiet gut fastholen. Denn ja, die schmückt, aber die schmückt vielleicht nicht unbedingt eine normale Zigarette. Ja. Aber wir können noch mal im Betten das Bild in Dükern. Denn das, was du da in Achtergrund als Telt beschrieben hast, das ist ein Utschnitt und das Bild Las Meninas von Velázquez. Okay. Das Bild wiest in Original ein Königstochter und das ist riesengroß, das Bild. Und ich weiß gar nicht, wo das hangt. Ich glaube in Prado, in Madrid. Bin ich mir aber nicht sicher. Weil ich glaube, das hängt in Prado. Das ist ein super bekanntes Bild. Der eine oder andere hätte davon vielleicht auch noch mal auch einmal hört. Und das hängt im Hintergrund, da im Achtergrund. Und das ist interessant, denn warum sitzt Ringo da ob ein Fuhlbette und im Achtergrund Ja. hängt dieses Bild? Wo ist das? Ja. Das ist so die erste Frage, die aufkommt. Und warum darf er da schmücken, wie so ein krass kostbares Bild? Und, Ja. und dann, du hast das so schön beschrieben, was da so um ihn rum liegt, diese Wittenbüdel. Der hätte ja Ja. den einen Büdel so in der Hand. Woran erinnert dich das? Ja. Also würde wir so einen Kopf streicheln oder so. Ja. Oh, meinst du Kokain? Nee, oder? Nee, Nee, nee. Okay, okay.
Nee, das ist kein Kokain. Ähm, aber kick dich mal die Form an. Ja, das hätte schon beten was Menschliches. Oder das eine, also damit sieht gut aus, wäre das wie ein Bein. Oder als für so ein Mensch, oder so, dass er den Kopf streicheln deit und so ein Menschlichter drupp. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, auf Na, jeden ist das, Fall sie ein Hand da so drupp. ja, du kommst wie mal, tau das Thema, was ich ja anschnackt habe, sich ein Betten freier drücken mit Pladütsch. Das, was hier Ja, Ringo da in der Hand hat, das ist ein Pint. sie ein Pint. Ja, sie ein Pillhahn. Strickt er da. Oh, wie bitte? Das habe ich Ja, nimmer sehen. Wo ja. grutsch halt der denn Van? Ne. Also, Ja, hey, holt sich du ein Rünne? ja, der zuppelt sich da ein ab. Wirk nimmes drup kommen. Nimmes. Ne. Ja, ja. Und dieses Bild, das beschnack ich auch in der Föhren, unter anderem. Ja, ja. Ich hab nur dieses Bild hier mit drin genommen, weil das Bild, das beschnack ich bloß, wenn keine Kinder dabei sind. Ja, ja. Also, ich sag mal, mindestens Oller färbt rein. Das ist von ein Kiel für ein Kiel-Mod. Der hätte niemals einen so großen Pimmel. Niemals. Oh. Okay, okay. So, ne, und der Infall nur der Achter ist, wie geht in Bild, dat ich in der Föhren beschnack, hangt neben das Bild auch ein Vokabellist mit wichtigen Oh. Vokabeln. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr sagt, oh, das ist ja interessant, oh, da muss ich ja so ein Bett übergreen, dann kann ein sich den Vokabellist auch gleich abfotografieren. Schön. Also der Idee finde ich bannig gaut. Du klickst mit dem Vokabeln noch lang bi, dass man noch klickst noch was mitnehmen deit. Ja, das Bild wirkt mir genug nicht irgendwas wohin hängen. Vor allem jetzt nicht mit das Betten. So, und die Lühe sind nur garantiert mega neugierig, was ist das für ein Bild? Ähm, ich kann das Bild leider im Internet nicht finden. Vielleicht, wenn das der ein oder andere findet, sag gern Bescheid, dann packt wir den Link hier auch nochmal in die feuchte Taue, aber sonst mit hier einfach, ja, ein Föhrenbogen, das ein Herbst noch und Ja. dann kicken wir uns das zusammen an, das Bild, und dann weht ihr auch, warum Lisa sagt, nimmst jetzt so einen großen Pint. Nee, echt nicht. Ja, aber das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss. Dann mit dem Appell. Also, wenn Sie Lust habt, wenn Sie sagt so, ja, das ist das, was ich unbedingt mal beleben möchte, dann Gott, da gehen wir doch Hilka hin. Hilka, möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Hat das Thema noch zum Abschluss? Zum Abschluss, ja, wenn Sie auch sagt, oh, ich ha gern auch mal ein Föhren für uns Museum, ob platt, könnt ihr mir auch gern schreiben, dann könnt wir schnacken und dann kick ich mal, ob ich da was töbern kann. Ja, das klingt doch wunderbar. Hilka, könnt ihr ob best über Instagram erreichen, oder? Ja, auf Instagram läuft das wunderbar. Öne? Balladuce. Yes, genau. Und ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Sorgen, ne? Hab wir nur hier die bildende Kunst und Bäden hinter uns Ja. laden, ne? Ja, das wär wirklich fair und put in diese Folge. Möchtest du mal so einen richtig harten Break? Ja, bitte. Einen richtig harten? Okay, Richtig, spitze die richtig. Ohren. Ja. Ich hätte mir gedacht, wenn das so ein intellektuelles Thema war, dann bucht wir jetzt mal so einen richtig stupiden Song. Okay. Mag die bereit? Ja. Wür ich ein Schabstück wähn, dann wür ich ein Lamm und den Serventiger wähn. Ich lög gern vor, ich go gern ut, mi durch die Sekern ruht. Wür ich ein Schabstück wähn, dann wür ich ein Lamm und den Serventiger wähn. Ich such die Kernkraftwaage leer, ich lob ob 8000 Ampere. Ja, ich kenne das Lied, ich habe das gerade noch gesungen. Ja, Wenn ich ein, wie hält denn das, wenn ich ein Möbelstück, nee, nicht Möbelstück. doch. Ja, aber so Doch, hält das doch, nicht. doch, Nee, nee, ja, der hält nicht Möbelstück. nee, das hält nicht Möbelstück, wo hält das denn? Wackelkontakt.
Ja! Ja, Wackelkontakt. Wackelkontakt, hey, das Lied. Ja, dann wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70er und nicht Gärgen aus mir raus, Schön. die Sicherungen raus. Ja, schön. Oh Gott, ja, und habe ich gerade noch gesungen, das Lied. Passig, ne? Richtig Oh, schön. passig. Hevig im Gefühl hat, Hevig im Gefühl hat. Ja. Ja, Lisa, bei mir kommt ein Betten was Sinniges. Oh Mann, ey. Oh, Hicke, du bist so ein Spielverderber. Okay, Ja, okay, los, weiter. ja, aber das ist dann so ein Bettenall, so ein Teaser ob das Taubenthema. Okay, bin Ja. gespannt. Aber das Lied ist so, also okay, also ist ein Betten was Sinniges. Also, ich weiß ja nicht, wo Dave du mit Karg und so was bist, aber okay. Den persönlichen Jesus. Langtau fahrt dat Glöwen an. Den persönlichen Jesus. Ein, die Bäden hört. Ein, der mitfüllt. Die eigen persönlichen Jesus. Ein, der die Bäden hört. Ein, der da ist. Du fühlst dich anonym, du söchst dat. Ich höre dat klicken. Erwischt. Egal, ob du das nur gut Scheiße. kriegst eh keinen Punkt mehr. Doch, ich weiß nur nicht, keiner singen deit, aber den Song habe ich ja gut von. Ja, ich krieg einen halbigen. Für gutes Söken. Im Internet. Ja, Ja, möchtest du auch wieder lesen? Du fühlst dich anonym und bist heel allein. Bloß Fleisch und Knorken an Telefon. Griebte Hörer, ich mag die Toen Glöwigen. Nimm de zweit best. Du kannst mir, kann ich mit Eigenschrift nicht lesen? Jetzt kriege ich aber einen ganzen Punkt. Ja. Du kannst wie Glöwen sagen, ob die ein Boss, du musst biechten. Ich war levern, du weißt, ich vergef. Ja. Ich hab das gut von. Personal Ja. Jesus. Ja. Von? Ja, nur ich weiß nur nicht, welche Kinder singen hat. Die Mode. Ja. Danke, ChatGPT. Nee. Ich dachte, ich kenne den Song, ich hab den auch in Ohr, aber ich mach das wie alles in der Shade habt. Weil ich die Bands, die du viel hast, die kenne ich einfach nicht mehr so richtig vom Norm her. Ich Die glaube, Schmutz das ist gar nicht mein Ding. hat gar nicht so viel mit der Olle zu tun, sondern mehr mit der Subkultur. Ja, da gucken wir, ja klar, ob Schützenfesten löbt das mal, aber da löbt halt dann mehr Wackelkontakt und böse Onkels. Ich kenn kein einziges Schüttenfest, wo die Peschmod löbt. Also das wäre ein Schüttenfest, da wir direkt mal kennen. Da klingt gut. Ja. Mal kicken, vielleicht finde ich da ja noch was, wo wir mal so richtig schön abdancen könnt. Mit die Peschmod. Ja. Oh yes. Ja, aber das wäre schön was Sinniges, denn das Taubenthema, das wart Openbetten sinniger. Ja, genau. Wie schnackt nämlich über Resilienz und Stress in Alldach vermeiden? Das kommt dann in der Taukom-Folge. Ich freu mich drauf. Und ich will mal sagen, bitte dahin. Was auch nicht, wenn so ein lang Fuß kommt. Also, wer ist sinnig, kickt schön, wann in den Folgen gut kommt. Am besten auch klicks einmal Sterne geben wie Spotify. Das wäre großartig, damit auch andere Lü, die vielleicht noch gar nicht von uns weiß, dass der auf uns aufmerksam wart und gut findet, hey, so, hey, da gibt es ja irgendeinen planetischen Podcast von Dance. Ja, und den möchte sich immer noch lieben und produziert auch werden. Ja, und werde, absolut. Und wie Gott nur wirklich steil, ob der feier dich und dann 50 Folgen tau. Finde ich schon krass von uns. Finde ich auch krass. Finde ich richtig krass. Okay, gut. Schön, dann mag das Gauti leben. Bettballe. Tschüss.